Madame Gesundheitsminister. Schon nicht schlecht gestaunt, wie ich antworte konnte auf meine parlamentarisch frohe 690 und 883. Schon in anderem gefragt, wie soll sich die neue Expertengruppe, wie genannt an der Motion von der CSV-Gruppe der Experten Independent, zusammensetzen, für und allem auch für den Charakter von der Unabhängigkeit von diesem Gruppe zu garantieren. Darauf sind Antwort Madame Minister, dass die Motion von der Grünen vom 2. Mai 2024 die Regierung invitiert, hallo fangen wir mit dem Zitat von der Antwort von der Madame Minister, am Kader von der future Loi Santé Publique un inventaire zu machen de toutes les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus, etc., ohne nach einmal auf die Notwendigkeit von einer unabhängigen Expertengruppe hinzuweisen. Dafür ist im Moment doch nicht vorgesehen, so eine Expertengruppe anzusetzen. Das war die Antwort von der Madame Gesundheitsminister. Ich hatte am 2. Mai Madame Minister auch noch einmal erinnert, dass die Motion von der CSV von 2023 nicht durch die Motion von den Grünen von diesem Jahr abgehoben oder ersetzt wird. Zusätzlich erinnert doch noch einmal die Motion von den Grünen selber direkt am ersten Punkt dran, dass ja schon an der Motion von der CSV-Gruppe der Experten Independent gefragt ging. Herr Chamberspräsident, Madame Minister, als neu gewählten Deputiert fehlen mir quasi die Wörter. Hier gehen unangenehm gestimmte Motionen einfach ignoriert. Und wir schenken, dass wir heute ein Wunschkonzert zu sehen, wo die Regierung sich raussieht, wie eine Motionen konsideriert gehen und wie eine nicht. Ein Ausnahmen basiert auf den 2 Motionen, als die Regierung noch immer verpflichtet, eine Analyse zu machen von den Mesuren, die während der Covid-Pandemie geholt sind, und das durchgeführt von einer unabhängigen Expertengruppe. Und noch nicht nur ein Inventaire, mehr eine umfassende und detaillierte Evaluation von den verschiedenen Mesuren betreffend ihrer Effektivität, Notwendigkeit, Proportionalität und ihrem nicht diskriminierenden Charakter. Für der als das Projekt de Loi für eine Loi Santé Publique unabhängig von der gerade genannten Analyse zu behandeln, gibt das natürlich Resultate von der Analyse an die Loi Santé Publique mal darauf lesen. Von daher haut an heute ganz klar meine Frage. Madame Minister, werdet ihr eine unabhängige Expertengruppe an die Leben rufen, so wie gefroht ist an der Motion von der CSV von 2023, also wie daran erinnert ging an der Motion von den Grünen vom 2. Mai 2024. Wenn nicht, für was ignoriert die Regierung halt ganz klar das Forderung von der Chambre und nicht nur von der Chambre, mehr vom Volk. So nicht merci. Merci, Madame Schuss. Zu lange noch gedurcht, weil ich sollte antworten. Und dafür habe ich mich auf Motion relativiert bezogen, die ob der richtige Platz im Chambersitz steht, dann schon der Link auch nach unten auf die Seite dran gesagt, für auf die richtige Motion hinzuweisen. Und darauf hinzuweisen, dass da eigentlich just am Kader von der nächsten Loi Santé Publique wieder gesollt wird, ein Inventaire abgestaltet von den Mesuren. Ich war mir bewusst, dass ich auf all die Einzelfragen, die da gestaltet wird, nicht angegangen sind, mir war nicht darüber angegangen, wer, hätte ich, wie gesagt, müssen darauf hinweisen, dass ich auf die falsche Motion referiert. Die hat den 13. Juni mit der Frau 883 Nanke ja ihrem Unmut Ausdruck ging, dass ich nicht auf all die Fragen geantwortet habe. Und ich habe meinen Mut an 2 Händen geholt. Und nachdem es da wahrscheinlich selber gemerkt hat, dass ich auf die falsch referiert habe, hat er dann die vom 23. März von Claude Wissler zitiert, wo effektiv den Gruppe der Independent nach 3 Stunden. Und ich habe dann geantwortet auf die Frage, gaufen die 2 Motionen, so wie von der Madame Gesundheitsminister angekündigt, mittlerweile am Regierungsrat diskutiert. Und ich habe ja geantwortet. Ob die andere Frage, wie soll sich denn eigentlich eine Expertengruppe zusammensetzen, war eigentlich nicht zu antworten, weil es ja keine Expertengruppe. Leider ein Dokument für was Missionen vom Expertengruppe soll beschreiben. Ja, wenn wir keine Expertengruppe ersetzen, da können wir auch keine Missionen beschreiben. Und weil die finanziellen Ressourcen von dem Expertengruppe sollen ausgesehen, hat sich dann auch erübrigt. Wie gesagt, wir haben das Regierungsniveau diskutiert. Wir haben die Rapporte geguckt, die Dose von der OCDE, von der OMS über Lützeburg. Und wir sind im Moment der Meinung, dass es keinen Bedarf gibt, für eine unabhängige Expertengruppe anzusetzen. Wir haben also das, was an der Motion den 2. Mai gestimmt ist, und werden am Kader von der Loi Santé Publique alles abschaffen, was abgeschafft geben muss. Vielmals merci.